It's impressive that you managed to survive this long. I am amazed at how quickly you adapt. Und somit grüß zurück zu Generation Zero. Heute ist der 25. Oktober 2022 und diese Folge wird irgendwann, schätze mal, 2023 erscheinen. Also hallo aus der Vergangenheit in die Zukunft. Wir machen heute trotzdem weiter. Ich habe eigentlich, glaube ich, ein 9-minütiges Video an diesem Tage gebracht und der Rest ergibt sich im Laufe der nächsten Zeit. Weiterhin, ich bin auf dieses Update nicht weiter eingegangen, bis auf jetzt da die erste Begegnung und die dazugehörigen Missionen werde ich auf YouTube nicht zeigen. Die werde ich für mich selber spielen. Da für dieses Let's Play habe ich einen eigenen Plan, den wirst du sehen, hin und her. Also dann, vielleicht erscheint sie ja noch 2022, ich weiß es nicht. Gut, ich habe da ein bisschen schon etwas gewütet. Wie du siehst, wir haben ein Reparaturset für die Mopeds, wir haben Benzin für die Mopeds etc. Es gibt noch ein Bezahl-DLC mit 3 Motorrädern. Ob ich das jemals kaufen werde, kann ich dir nicht verraten, weil ich es einfach nicht weiß. Den Rest zeigt die Zukunft. Das eigentliche Moped, was wir haben, das reicht, glaube ich, früh und auf. Nun bringen wir die Panzerplatten am LKW an. Jetzt möchte ich nur schauen, ob die Scheiße da oben... Ja! Die Scheiße hat gerischeißt. Nein, das braucht man nicht. Schön! Also so Respawn-Mechaniken unbezahlbar. So. Wo müssen wir denn jetzt da? Warte mal, wo ist denn da die Garagentür? Batsch! Så här har vi underverket. Ja, vad tycks? Vad sägs om att bepansra den? Platziere die Panzerteile an der linken Seite und an der rechten Seite. Ich weiß ja ungefähr, was jetzt kommt. Neue Mission. Finde einen Schneepflug für den Laster und ermittle den Standort von FNIX-Kanone. Schauen wir gleich. Log. Das ist Hauptmission Praxistest. Sprich mit Kalle in den Tunnels unter der Fluchtburg. Okay. Warte mal, der Tod von oben. Das ist die neue Sache. Das ist das. Das ist das. Überschreite die Fahrer. Das brauchen wir auch nicht. Ja, dann machen wir da weiter. Ich meine, der aufmerksame Zuseher, oder beziehungsweise wenn du das Spiel schon selber gespielt hast, die FNIX-Kanone befindet sich hier, glaube ich, irgendwo. Da in der Südküstenregion. Aber wir reden jetzt mal mit Onkel Kalle. Genau, mit dem Karl. Wisst ihr, unser Mädel ist schon ganz geil drauf. Die lauft und lauft und lauft und lauft. Also wir uns kein Morgen mehr gearbeitet. Okay, gut. In der Welt gibt es wahrscheinlich kein Morgen mehr. Oder nicht? Ist da irgendwas zu erinnern? Haarnadel! Können wir immer brauchen. Danke, Tür. Aua. Kalle Linchen. Vår speciella leverans till Phoenix är nästan klar. Se bara till att du får med dig Veronikas lilla manik. Aber warte mal. Hä? Ah, da.
Manik. Den här lilla manicken är toppmodern och drivs av samma mjukvara som Fenix. Så den kan kanske ge oss tillgång till dess svagheter. Ja, det tror jag när jag ser det. Tills dess, om vi stöter på något hinder, måste vi kunna knuffa det ur vägen. Det kanske finns något på gamla skrotupplaget som vi kan svetsa fast vid lastbilen. En snöplog eller liknande. Ja, jetzt sind wir um einiges schlauer. Begib dich zum Schrottplatz Fasterborg. Holz, das brauchen wir dabei alles nicht. Das durchsuchen wir später wieder. Da haben wir jetzt da eigentlich genug dabei. Mal da kurz noch reingeschaut. Ja, das können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Wir sind eigentlich gut ausgestattet. Eigentlich, wenn ich mich recht entsinnen täten könnte, würde. Na, das brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Ja, den nehmen wir mit, obwohl wir es nicht brauchen werden. Das ist unsere eiserne Reserve. Genau. So werden wir es machen. Das nehmen wir mit. Na, brauchen wir nicht. Das packen wir noch ein. Zack, brack, brack, zack, brack. Genau. Begrüße. So. Das nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Und Madame. Ja, die Halskette nehmen wir mit. Ha, 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 ha. Was ist da drinnen? Brauchen wir jetzt nicht. Passt. Was haben wir denn jetzt da im letzten Eck? Ah. Verreck im letzten Eck. Genau. Jetzt da, warte mal. Hast du da... Nehmen wir mit zur Vorsicht. Na, geht's eh? Rezept kochen, hä? Noch Rezept, geht's eh? Na. Feuerwerkskörper. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Mich interessiert nämlich was. Da schalten nämlich Nebenmissionen frei. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wann. Begib dich zum Schrottplatz Fasterborg. Wo ist der Fasterborg? Ja, wenn ihr das noch wisst. Ah, da herüben. Hinter Nüderler. Na gut, dann reisen wir nach Nüderler. In Nüderler warst du Nüderler. So. Sollte ich einen Hardcut machen, bitte sei mir nicht böse. Die nachkommende Mission dauert etwas länger. Nehmen wir die auch noch mit. So, wir müssen hier rauf. Bin mal gespannt, ob ich mich noch recht entsinne, was uns da oben erwartet. Begib dich zum Schrottplatz. Jo. Hyssa! Inte ens all sprängdeg i världen kommer hjälpa oss om vi inte har en obehindrad väg dit vi ska. Det sista vi behöver är att vi blir blockerade medan vi har utomjordingarna efter oss. Som jag sagt tidigare, de är inte utomjordingar. Ja, vad de än är. De kommer att få betala för vad de gjorde mot Freddy. Ja, Kalle, du müsstest dich eigentlich an jemand anders orientieren, wenn du es Freddy heimzahlen willst. Der Name? Van Ulmer. Mhm. Nachdem ihn ja der Hollberg verraten hat. Jetzt schon Apokalypse-Klasse, na das wird der Gaude werden. Ja, FNIX fährt alles auf, was er hat, hä? Der gute Van Ulmer.
Die alte Potsau. Bah, Drecksau. Warte mal kurz. Ah, super, treffen ist da auch Kunst, gell? Du hast die fressen können, diese Apokalypse-Hunter. Uah, nicht abgefallen, Mädel. Wenn du diese komische Episode gesehen hast, da aus dem Dark Skies Update, ich meine, das ist jetzt sehr unnötig, wenn ich das sage. Und mal schauen, ob ich den Plan durchziehen kann, dass ich den Vogel, diese fliegende sowjetische Maschine, mit in den Kampf hineinziehen kann mit dem Reaper. Insektenvernichtung, jawohl. Dafür ist unser Mädel bekannt. Mhm. Gusch. Du Marmeladenglas und du. Braucht man. Ja, das braucht man eigentlich. Brauchen wir es eigentlich nicht, aber. Aha. Na her damit. Können wir mal brauchen. Da war ja noch irgendwo ein Wufi. Wufi! Wo bist du? Naja, nicht da. Der macht Urlaub. Mal da kurz umschauen. Irgendwo war noch so ein Apokalypse-Wufi. Und wow. Ah, da gammelt da mal dumm, schau dir den an. Ah, so ein Luder. So, schauen wir, da waren wir schon drinnen, gell? Sonst haben wir da, glaube ich, eh nichts mehr. Nö. Na klar, wenn alles in die Luft geht. Ein Schneepflug, genau. Har du plogen? Toppen. Låt oss ta min magiska manick. Jag menar min anordning på en testrunda. Weil dann machen wir doch glatt, Veronika, du alte... Du alte du. Jag var ämnad för mer än detta lånade minne. Jag var ämnad att skapa mina egna drömmar. Varför insisterar den med att använda Svantes röst? Jag står inte ut med att höra honom säga såna här saker. Det är inte Svantes röst, Veronica. Det är min. So. Ich mag diesen Charakter von Evan. Das mag jetzt deppert auch machen, aber ich mag diesen Charakter.
Det fungerade! Och den här datan informerar om en enorm mängd elförbrukning i yttre änden av Hisinganäsets halvö. Det är dit vi måste bege oss. Veronica, vad än det är för information du tror dig ha ackumulerat så kommer det inte att kunna hjälpa dig. Inget kommer att hjälpa dig. Tja, was soll er dazu noch sagen? Den haben wir schon auseinandergenommen, gell? Ja. Der liegt nur mal brach da wie ein Schrotthaufen. Ein Verblödeter. Kehre zur Hüpfburg zurück. Ja, das werden wir auch machen. Wie es siehst, er ist ja schon gespawnt. Aber es wird aber noch eine Zeit dauern, bis wir uns mit ihm anlegen. Er ist an einer ziemlich dummen Stelle gespawnt. Das kann ich da demnächst einmal zeigen. Genau. Na, weißt du was? Wir geben die Mission jetzt einmal an. Und zum Abschluss dieser Episode zeige ich dir dann, wo er gespawnt ist. Diese kleine Warze, diese Schirche. Man gut, wir haben in der Umgebung haben wir einen Unterschlupf in so einer riesengroßen Scheune. Das könnte uns vielleicht sogar ein bisschen helfen. Det är för farligt att låta en yngling som dig att köra. Jag kan redan se att du vill bråka om det. Men jag är mer envis än du. Och det blir jag som kör. Wenn ich jetzt diese Mission anfange, die geht nämlich ein komplettes Stück, die geht nämlich bis da runter, glaube ich, da bis zur FNIX-Kanone. Da sind wir sicher, ne, ich sag mal eine halbe, dreiviertel Stunde sicher unterwegs. Ich kenne die Mission schon, ich habe sie schon einmal gespielt, ne. Was hat uns da jetzt gesehen? Also wurscht. Ich möchte jetzt aber nur schauen. Ob sie da diese komischen Nebenmissionen freigeschalten haben. Ah, er sitzt ja schon im LKW. Das passt mir aber eh. Bingo. Wir sind der Widerstand. Bevor sie sich vor einem Schwarm Maschinen in die Tunnels unter der Fluchtburg rettete, versteckte sich Veronica einige Tage lang in einem Keller im Landgut Esknes. Das ist da herunten. Und zwar, dass ich jetzt nicht anliege. Ich glaube da, mir sage ich dir dann. An der Westküste der Region Severed, zusammen mit einer Wrackenpilotin der Luftwaffe namens Elsa Corsandi. Bald darauf wurden die beiden getrennt und sie sahen sich nie wieder. Dank dir hat Veronica nun zu ihrer Freude herausgefunden, dass Elsa noch am Leben ist und im Hotel Björn Tornet auf der Insel Himfjell in Sicherheit ist. Vielleicht hat Elsa einen Hinweis für Veronica in diesem Keller hinterlassen. Von Veronica weißt du, dass FNIX-Tix in dem Haus Wände errichtet und viele geheimnisvolle elektrische Geräte angeschlossen haben. In Engsnes waren wir noch nicht, dort werden wir demnächst aber hinschauen. Sie vermutet, dass es sich dabei Sie vermutet, dass es sich dabei um Supercomputer handelt, die auf den Gray-Modellen aus dem FOA 53 basieren. Vielleicht richtet FNIX Datencenter ein, um seine Rechen- und Speicherkapazität zu erhöhen. Die Geräte zu zerstören wäre in jedem Fall ein Stachel in FNIX Fleisch, wie Veronica sich ausdrückt. Sie hat dich vor den vielen Maschinen gewarnt, die die Einrichtung bewachen, was beweist, dass FNIX das Objekt eindeutig als besonders schützenswert erachtet. Sie hat dir also empfohlen, dich dieses Mal lieber heimlich einzuschleichen, als dich auf einen Kampf mit den Maschinen einzulassen. Natürlich werden wir kämpfen.
Die Luken. Veronica hat beobachtet, dass sich Harvester bei bestimmten Anlagen in Brevikings Camping an der Westküste der Region Severett sammeln, wobei jeder von ihnen große Mengen menschlicher Gegenstände durch große Luken im Boden ablädt. Erkunde den Ort und finde heraus, um welche Art von Anlagen es sich handelt, denn was FNX als Müll betrachtet, der recycelt oder zerstört werden muss, könnte für dich und deine kleine Gruppe von Überlebenden in der Fluchtburg von unschätzbarem Wert sein. Das machen wir jetzt noch nicht. Bevor wir, warte mal kurz, ich muss in den Log. Und zwar, das machen wir jetzt noch nicht. Wir gehen diese zwei Dinge an in der nächsten Aufnahme. Genau. Und wenn wir diese zwei Aufnahmen dann haben, starten wir mit Kalle den LKW, hätte ich gesagt. Kurzer Blick. Schluck du Luder. Ich weiß ja gar nicht, ob die sowjetischen Maschinen bis daher vorkommen. Wenn es jetzt, ich sage jetzt einmal, wenn dieser Tank, der, ne, gekommen. Irgendwas passt da nicht. Das ist alles so scheiße. Kurz einen Blick. Also hat sie das beim Update wieder umgestellt. Ich hasse es. Na, ist schon besser. Na, wir lassen das. Also wie gesagt, mein Schlachtplan in den kommenden 2 Ausgaben machen wir die 2 Aufgaben und dann werden wir uns freie Bahnen widmen. Karles Laster ist jetzt gepanzert und mit C4 beladen. Dank Veronicas Hackinggerät hast du den ungefähren Standort von FNX-Kanone ausgemacht. Am äußersten Ende der Halbinsel Hinsinger, der Südküstenregion. Kalle hat darauf bestanden, das Fahren auf dieser gefährlichen Strecke zu übernehmen, während du den Laster durch FNX-Frontlinien eskortieren musst. Verteidige ihn gegen Angriffe und sorge dafür, dass ihm keine größeren Hindernisse im Weg stehen. Ja. Und ich zeige dir nun zum Abschluss dieser Aufnahme, wo er gespawnt ist. Diese kleine Ratte. Jetzt müssen wir sogar aufpassen, nicht, dass uns dieser sowjetische Vogel entdeckt. Also das kann noch recht heiter werden. Und dass da in der Umgebung viel sowjetische Maschinen unterwegs sind, das habe ich nämlich auch schon herausgefunden. Da muss ich unbedingt... Das gefällt mir gar nicht. Ach du Scheiße. Ups. Jawohl, das Spiel geht in die Knie.
heilige Scheiße. Also das Gerät sieht aber gut, ne? Wir müssen nur aufpassen, dass uns der Reaper nicht in die Quere kommt. Also sehen tut es drum gewaltig. Wow, und da stehen russische sowjetische Maschinen sind kaputt, okay. Ich brauche Deckung. Das Problem ist, wenn jetzt der zwei da oben kommt, greift mir nämlich er an, der Reaper. So. Ah, du, das ist alles nur unpassend. Was? Ich habe leider kein Fernglas mit, um zu schauen, wie viel Schaden das er schon hat, weißt du? Aber vielleicht können wir uns so weit einmischen, dass wir ein bisschen farmen können oder looten, das wäre geil. Obwohl es eher gefährliches Unternehmen ist. Was hat uns da im Blick? Aber ich weiß nicht was. Tut irgendwo was. Ja, was ist hier? Alter, da geht's ja voll an. Ach du heilige Scheiße. Wo ist der scheiß Rivale, der da zerstört worden ist? Das kann doch er sein. Die Kleinen beseitigt man. Das wird jetzt nicht mitnehmen, den Scheiß. Wurscht, keine Zeit für jetzt. Okay.
Reaper nämlich noch ein Hühnchen zu rupfen, weißt du? Das Problem ist, wenn ich jetzt anfange, mich mit dem Reaper auseinanderzusetzen, bin ich sicher eine Stunde beschäftigt. Ich kenne ja die Tröte schon. Die geile. Nur jetzt. Ah. Ja, na klar, wenn man so blöd ist wie ich. Ist wurscht, wir müssen später ja auskramen. Ah! Die Drecksau. Aber wo ist der Jagdmaskin, der da zerstört worden ist? Ich meine, austeilen kann der Reaper gewaltig gut. Na gut. Wurscht, wir haben genug davon. In der Truhe, in der Plünderer habe ich über 30 Stück davon. Aber ich glaube, jetzt hat uns der Reaper ins Visier genommen. Der kleine Warzen. Was? Das haben wir jetzt gerade gedacht, dass er uns ins Visier nimmt. Ja, bla bla, pudel dich nicht so auf, Depperta, hoppala. Ja, du hast wieder daneben geschossen, super toll. Ja, das Spiel hat mit den sowjetischen Maschinen eine ganz andere Dynamik. Baby, einer da mit dir. Wir müssen schauen, ob wir das wieder irgendwie wegkommen. Ich würde jetzt noch nicht mit dem Reaper kämpfen. Die Zeit ist noch nicht reif dafür. So. Ja, Wasser zu werden, gell? So ja, besseres, glaube ich. Wurscht. Ich gebe mir mit denen auch zufrieden. Boah, was hast du dazu gebracht? Also ich muss sagen, es ist ein hartnäckiger Gegner, ja. Schau.
Himalayanischer Rasputin, du. Sag einmal. Ich bin nicht der Reaper. Wo ist dieser Jagdmaskin? Nein, her damit, wurscht. Ich rahm später aus. Scheißegal, ich nehme jetzt mal alles mit. Den haben wir schon auseinandergenommen. Fix. Ich verschieß da unnötig Raketen. Kenny, du kommst zu nah an den Reaper, Baby. Ich weiß nämlich nicht, wenn sich der Reaper jetzt ausgesucht hat. Mir oder er? Grutze 15 war mal. Also treffen wir so Kunst, gell? Schau. Oh Gott, was ist das? Reaper, wenn du mit ihm, mach ich ihn. Das ist ein Deal, Alter, hä? Kollege Rasputin. Reaper soll halt eigentlich dankbar sein. Ja, okay, gut. Boah, hast du das gesehen, wie es noch ausgekommen hat? Schau! Was? Mörderschuhe? Aha. Grunze 15. Endlich. Schau. Schau. Boah. Jetzt geht der Reaper, glaube ich, einen Angriff über. Aha.
Puh. Aber ich habe jetzt nicht herausgefunden, was für dieser zerstörte Jagdmaske. Was für dieser zerstörte Jagdmaskin war. Ja, bis siehst, er hat uns eh schon im Auge. Alter, das ist... Ah, Gewaltsmaschine. Also das ist der Modi. Na, das dauert mir jetzt einfach zu lang. Was heißt, wir hauen da jetzt an. Wir reisen einmal kurz daher. Habe ich gesagt, jetzt mit dem Reaper anlegen, das ist mir ein bisschen zu langwierig. Und vor allem habe ich jetzt auch noch keinen Bock auf den Reaper. Den Reaper möchte ich generell erst dann machen, wenn wir mit den Stories durch sind und wenigstens einmal die Fluchtburg gemacht haben. Genau. Warte mal, ich habe ja einigen Schaß mitgenommen. Also wortwörtlich Schaß. Dinge, die wir halt nicht brauchen unbedingt. Weg. Von denen können wir uns zig Millionen herstellen, was so günstig sind. Den Druckbehälter behalten wir uns. Dich brauche ich nicht, dich brauche ich nicht. Das können wir zerstören. Da habe ich eigentlich alle meine Waffen. Passt. Die lege ich jetzt da. Was will ich jetzt eigentlich einer tun? Genau den Scheiß. Das, weg, 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 weg. Und die weg. Sehr gut, wir sind zwar schwerer beladen wie LKW über den Brenner, aber scheiß drauf. Ausrahmen, da wir anders mal jetzt nicht mehr. So. In der nächsten Aufnahme werde ich dann schauen, dass ich den Scheiß da gescheit einstelle. Und dann werden wir uns auf die Nebenmissionen vorbereiten, die halt dann noch um und um am Existieren sind, und der Rest ergibt sich dann, wenn wir es weit sind. Genau. Also dann. Aber nochmal. Passt, bis zum nächsten Mal. Baba.